In der Lesson gehe ich explainen, was ist the bid-ask spread. Was ist also wichtig in Options Trading? Und wieso kann es affecten dein Trading, deine Profits, deine Losses? Und wo du musst sein careful, darfst sehr stark übergeben, für die Geist machen ein Trade. Und ich will dich kurz den Mann an als Options Trading involved, als Sache ist, rauf Menschen, die spielen sich herin mit Options, verlieren Geld. Und ich bete, die sind nicht von der Statistik. Touch nicht kein Options. Für die weiß nicht, 1000% with the test. And if you ask any questions or there any comments or the list of covered in future specific topics, please leave a comment and ich will believe trying to create a video of them auch. So, was ist bid and ask bechlal? Ich rede schon von bid and ask spread. Was meint bid and ask? Bid is basically der höchste Preis, was einer gereiht dich zu bezahlen. So lassen wir sagen, als du bist ein Seller, willst verkaufen eine Option, willst verkaufen einen Stock oder du willst verkaufen ein Haus, nicht kein Chillig. Menschen wollen kaufen dein Haus, aber für spezifische Preise. Und jede Sache hat etwas an Preis. Wo ist der höchste Preis, was einer ist gereiht zu bezahlen? Das heißt, der höchste Bid. Ask is was is the lowest Preis, was einer gereiht, für wie viel einer ist gereiht zu verkaufen. So lassen wir sagen, die willst kaufen eine Option, die willst kaufen ein Stock, die willst kaufen ein Haus. So du hast Hazer, Stocks, Options in der Market. Ich rede jetzt alles in derselbe. Was ist der lowest Preis, was einer ist gereiht zu offern, seine Option für dir? So wenn die kaufst etwas in der Market, kaufst du es für der Ask. Weil die bezahlst dich, was der lowest, was einer ist gereiht zu beten für, zu bekommen für es. Aber wenn du verkaufst etwas, verkaufst du es für der Bid. Was ist der höchste Preis, was einer ist gereiht zu bezahlen? Jetzt die zwei Sachen in der Kugetat. Der höchste Bid mit der lowest Ask ist gewöhnlich du a Chilik zwischen den zwei. Und das wird umgerufen the spread. The spread zwischen der Ask und zwischen der Bid. Le Muschel. Ob du hast ein Bid von $1 und ein Ask von $1.10, ist der Spread von dem 10 Cent. Und wie größer der Spread ist, als mehr kostet dich heranzugehen oder rauszugehen von einer Trade. So, le Muschel, als du willst herangehen in einer Trade und die darfst bezahlen $1.10, weil the lowest ask is $1.10 und dann willst du das zurückverkaufen und darfst es verkaufen für der höchste Bid und der höchste Bid ist $1, hast du verloren 10 Cent nur wegen dem, weil du bist daran und du bist zurück herausfindest. Aber was ist das wichtig, wenn du tradest Options? Weil du das verstehen, als Stocks hat auch ein Bid-Ask-Spread, aber gewöhnlich hat es ein kleinerer Bid-Ask-Spread wie Options, weil Options ist weniger liquid wie Stocks. So, wenn du hast ein größer Bid-Ask-Spread, kann dich es machen verlieren immediately, gleich wenn du gehst daran der Trade, noch falls du dafür gehabt eine Chance zu succeeden, hast du verloren Geld auf der Options-Trade. So, du darfst sehr stark kicken, es hat ein tight bid-ask spread oder es hat ein wide bid-ask spread. A tight, kann man sagen, 1-2 Cent difference, okay, ist nicht gefährlich. Man verliert nicht das Sachgeld nur wegen Herangehen. Aber ob du hast ein wide bid-ask spread, du musst es kennen 20 Cent, 50 Cent oder mehr, kann es dann sehr dangerous, unless du weißt 100% wo die ist. So, gib a kick du auf der Option Chain. Die hast du, das ist SPY, and die kannst du sehen, SPY is one of the most liquid Sachen, was es du auf der Market, was es dreht sich von der meisten, was es scheich. Die kannst du sehen auf SPY, lass mich sagen, du bei der 642 Strike Price, hast du a Bid und du hast a Ask. The bid is $9 mit 11 Cent. This is the meiste, was einer gereiht zu bezahlen für die Option. The wenigste, was einer gereiht zu verkaufen der Option, ist $9 und 15 Cent. So kommt aus, du hast du a Bid-Ask Spread von 4 Cent. So 0.04. So, das heißt ein Liquid. Aber jetzt, wenn ich rekorde ist der Options Market gesperrt, der Stock Market ist gesperrt, man meile moved es nicht darin. Bescheid, der Market ist offen, kann sein, dass wir sagen, ein bisschen mehr a tight bid-ask spread. Weil wie nicht wie das ist SPY, na sag mal, ist du nicht mehr wie 1 oder 2 Cent bid-ask spread. Aber lassen wir ganz ja andere, lassen wir sagen, viele ein Liquid Stock, gerade Boeing. Ja, Boeing ist ganz ein Liquid Stock. Aber noch als ist es nicht SPY. Treffen any von den Strike Prices, du kannst sehen, dass du ein Bid-Ask Spread von 1935 over 1965, das meint a 30 Cent Bid-Ask Spread. So lassen wir sagen, die kaufst die Option und die Geist bezahlen $19 mit 65 Cent für die Option, wo du kaufst. Und gleich noch, dem sagst du, oi, ich habe nicht gemeint zu kaufen, ich will es verkaufen. Geist es verkaufen für ihn
von $19 mit 35 Cent. So das meint, als der Bid, als das verloren 30 Cent, und vergessen nicht, jeder Options-Contract meint 100, als verloren $30 Plan von der Mistake, wo du bist herangegangen, aber du bist gleich herausgegangen von uns, hast du noch alles verloren gleich Geld. Eins von der Eizes, nicht zu fallen ein Victim von einer größeren Bid-Ask-Spread ist, sie legen Limit-Orders. Also du legst ein Limit-Order, suchst die von der Marke, ich bin nicht bereit zu bezahlen mehr wie dem. So, whatever der Preis soll sein, lass mich sagen, das ist ein Bid-Ask-Spread von 15 Cent, von 30 Cent, und die legst daran ein Limit-Order von 15 Cent mehr wie der Ask, bist du ergens inmitten, hast du eine Chance, dass die Guys werden füllt von der 15 Cent auch, und du wirst nicht davon bezahlen, die ganze 30 Cent von der Spread, ob jener wird auch mehr weiter sein, ein bisschen von Sans. Ob der Market Maker wird mehr weiter sein 15 Cent von Sans hat, und die bist mehr weiter 15 Cent von Sans hat, kann dann das dann ergens inmitten. Aber wenn ein Stack nicht liquid, hast du weinige Chances, als die Geist natürlich sein mit dem, aber ob die Geist dann Disziplin mit der sagt, sie watschen nur zu treten Stacks oder Options, was hat a tight Bid-Ask-Spread, kann dich es spuren sehr Geld over time. I hope, als der Lesson hat dich fein geholfen, verstehen, was ein Bid-Ask-Spread ist und wieso sie kann dich helfen oder stehen in deinem Trading. Sie kann aufessen deine Profits, kannst beschulen, nicht für den bist du, die willst dich machen Geld. Mach sicher, dass du lasst a comment in the comment section, zu lassen wissen, ob du hast any Sache, was du bist nicht klar mit dem, and like and subscribe to the channel, oder geht zu chaimexteam.com/black, zu bekommen unsere Lessons of Options Trading.